Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission Blick auf Europa. Das wärm heute zu Brüssel. Und wenn ich dann hier in der Leute sitzt, dann ist das nach Doppel wärm. Und ich meine, dafür muss ich sehr dadurch. Dafür fange ich auch direkt an. Ich will euch heute erzählen über die Präsidenz. Ihr wisst, dass seit dem 1. Juli die letzte Präsidenz vom Europäischen Rat von der Europäischen Union, pardon, dass die 12. Präsidenz, das heißt, wir haben eine gewisse Erfahrung. Und aber ist es neu, weil seit dem Lissabon-Vertrag von 2009 haben wir trotzdem ein paar die Sachen geändert. Das Parlament hat ein bisschen mehr Pouvoir gekriegt. Für allem gibt es aber einen beständigen Präsident vom Conseil. Im Moment ist das Donald Tusk. Und dann haben wir auch einen politisch responsabel für Außenpolitik, Vizepräsidentin Mogherini von der Kommission, sodass da schon die Präsidenz nicht mehr die Rolle spielt, an der Hinsicht, wie das nach 4 Jahren der Fall war. 2005 hat Lützeburg für die letzte Präsidenz, war eine große Euphorie. 2004 waren da ganz viele Städte auf Bayern beigetragen. Und das war, wie gesagt, die europäische, das war eine Dynamik, die da geherrscht hat. Geht von den neuen Ländern war gespannt, was dann da kommen. Aber das ist ein bisschen mehr ernüchternd, das ganze Programm 10 Jahre mehr spät. Trotzdem ist es extrem wichtig. Es kommen 6 Monate, wie gesagt, auf Lützeburger durch, die von einer ganz paar Sachen geprägt sind und noch wichtig sind. Von was sind sie geprägt? Ja, erstens mal die politische Ausrichtung von der Kommission. Sie haben von 4 Sachen politische Ausrichtung von der Kommission. Der zweite ist das Arbeitsprogramm, das die Kommission sich überlegt hat für das nächste Jahr. Und dann ist natürlich auch, es geht am Trio geschafft, das heißt die lettische Präsidenz, die für drunter war, und die niederländische, die du noch könnt, die 3 schaffen schon zusammen, schon mehr lang, für eine Beständigkeit, eine Kohärenz auch zu kreieren. Und dann das Feier, das natürlich die Aktualität. Ich meine, die Aktualität, die kann von heute auf mehr extrem ändern, und da muss ich natürlich auf so etwas können reagieren. Was, wie gesagt, können die Präsidenz von Lützeburg zu. Es sind ein paar Großpunkte, wo man dort lernen kommen. Das ist natürlich Diskussionen mit Großbritannien. Was haben sie genau wollen, auf was für Punkten werden sie Diskussionen führen. Ihr wisst, dass da ein Referendum aussteht für 2017, vielleicht sogar schon 2016. Und was sie genau wollen, den Ministerpräsident Cameron, den ist im Moment am Gang durch die europäischen Staaten zu reisen. Und ein bisschen sein Programm, da seine Überlegungen, seine Ideen, seine Wünsche oder seine Forderungen durchzulegen. Und da ist eine von den Forderungen, das handelt Migranten, die Leute, die, wie gesagt, an Europa kommen, die an England kommen, für das die sollen nicht direkt an den Genuss kommen für soziale Leistungen. Das ist etwas, was den Briten ganz stark überlegt. Und sie wollen da auf dem Punkt sie ganz stark verhandeln. Ich meine, das ändert Männer fest, Union, Männer bannen. Union sie haben schon im Moment eine ganze Party op d Auto, wo sie einer juristisch einer Rechtslage haben. Das heißt, da ist noch genug Spielraum. Aber bei den Sozialleistungen für Migranten, das wird ein ganz böser Punkt für zu diskutieren. Das zweite ist natürlich Griechenland, wo man nicht allein kommen, wo die Präsidenz eine aktive Rolle wird spielen. Das Referendum, wenn ich heute erzählen, ist noch nicht gewusst, ob es stattfindet, wie es stattfindet, wie es ausgeht. Und dafür kann ich auch nicht viel zu Griechenland sagen. Ich habe keine Kristallkugel für zu sagen, wie es weitergeht. Die Klimakonferenz zu Paris ist ein ganz wichtiges Dossier. Ihr wisst, dass wir festgelegt haben und noch müssen etwas für den Klimaschutz machen. Wir festgelegt haben, alle Mesuren zu treffen, für die Planeterwärmung für die unter 2 Grad zu halten. Das wird natürlich ein hart Nuss gehen, ob schon die Amerikaner und die Chinesen eine ganz andere Haltung haben, wie das nach 4 Jahren zu Kopenhagen der Fall war. Ja, geht es trotzdem um Finanzierung von den Mesuren. Und das wird, wie gesagt, auch ein ganz harten Job für Lützeburg, für da eine gemeinsame europäische Position herauszufinden, für, wie gesagt, mit den Chinesen, mit den Amerikanern, aber auch mit den absteigenden Nationen, Brasilien, Indien und so weiter, für mit denen da können sie verhandeln. Dann natürlich Flüchtlingsproblematik, auch ein ganz wichtiges Dossier, wo die
Proposition von der Kommission jo mal direkt keinen großen Uklang fand huet. Die berühmten Solidarität an Europa huet nicht gespielt. Sobald wie von dem Verdelungsschlüssel oder Quoten, sobald wie von der geschwert geht, dann darf das alles nicht bindend sein. Da muss das freiwillig bleiben. Verschiedene Länder wollen Erfahrungen machen, andere fühlen sich da nicht noch mehr Erfahrungen zu machen, weil sie das mit ihrer nationalen Bevölkerung nicht an Anklang bringen. Ich fand das als lamentabel, wie da gehandelt wird, weil ich meine, den ersten Schritt muss man sehen, für den Leuten zu helfen. Und den zweiten Schritt muss sein, für ihn Akkui zu machen, für sie wirklich mehr längst schon aus Solidaritätsgründen, aber auch, weil wir die Leute brauchen, weil wir auch denen eine Zukunft bieten, eine ganze Party abholen. Natürlich können wir sie nicht alle abholen, und da muss die Asylpolitik über durchgehen. Es müssen noch Leute gesagt kriegen, hey, wir können dich nicht halten, du erfüllst Konditionen nicht, du musst dafür sorgen, du musst dafür gesorgt gehen, dass du an sein Land kannst zurückreisen, dass du natürlich auch da Konditionen findest, die ihm menschenwürdig Leben ermöglichen. Dann natürlich ein Sujet, den uns auch beschäftigen, das Freihandelsaufkommen, das geplante Freihandelsaufkommen mit den Amerikanern, TTIP. Das wird besonders an die Phase kommen, wo sich echt konkret Resultate von den Verhandlungen werden herausstellen. Da gilt es für allem einmal Transparenz herrschen zu lassen. Ich meine, die Letzteburger sind da gefordert, für das alles auf den Tisch geht, dass die Bevölkerung dabei transparent abgeklärt wird, dass wir wissen, um was es geht. Und dann auch zweitens in den Schiedsrichtermechanismus, da muss eine Lösung gefunden gehen. Da haben wir diese Woche ein Amendement vom Parlament, einen Kompromiss gefunden. Das heißt, wie wir es gesehen, die Kommission möchte auch eine Proposition, und wird dann in der Lützeburger Präsidenz sein, für zu gucken, ob wir an dem Sujet eine gemeinsame Haltung kriegen. Dann ist natürlich auch die Fiskalität, dass den interinstitutionellen Akkord, den am Gang aus dem Moment verhandelt zu gehen, wie die Institutionen in Zukunft sollen funktionieren, wie sie sollen zusammen schaffen, was für Kompetenzen, was für Responsabilitäten. Dann ist natürlich auch die Situation an der Ukraine, den Telekom-Pack, alles, was Roaming ist, zwar im Moment ein Akkord von gehen, mit den Detailerbig, den Akkord ist politisch und detailerbig für das wirklich zu finalisieren. Das steht auch unten, und das muss an ganz vielen Arbeitsgruppen ausgeschafft gehen. Also ihr seht, ich meine, der Lützeburger Präsidenz geht da nicht aus, das sind nur just ein paar Sujets, die große Envergure und große Importanz haben. Zwei Bereiche, wo ich da ein bisschen mehr konkret schaffen, als wie ihr wisst, Affaires sozial. Und da kommen auch ein paar Sachen auf Lützeburg zu, auf Präsidenz, auch wenn die Kommission im Moment nicht so viel liefert, weil sie ja gesagt haben, sie geben sich nicht gerade an alles ranmischen, sie geben nach große Initiativen holen, die wirklich eine Plus-Value sind für Europa. Da kommen der Sachen aber ein paar, die dann Senderichtlinie natürlich wird geguckt, wie das an der Praxis wie anwendbar ist. Dann natürlich auch eine Mobilität professionell. Und alles, was damit zu tun hat, sind natürlich Qualifikationen, Kompetenzen, die ganze Formation. Eures wird das Sujet gehen, eures ein Sujet, wo ich werde davon profitieren, für eine Sendung nicht mehr darüber zu machen, weil das für Lützeburg extrem interessant ist. Nicht nur die Leute, die all dabei kommen, sondern auch ganz viele Lützeburger, die an das Ausland arbeiten gehen. Dann haben wir noch auch eine Koordination von der Sécurité sociale. Steht un, dat ass och wichtig, dat ass etwas haut gët immer méi iwwer d Grenze geschafft. Et geht schon über beim Studieren, Duno bleibt in verschiedene Länder herno huet den Usprech op Sozialleistungen, net wie sinn net genau wéi, das net genug koordiniert. Alles dat soll op de Leeg gehol gin. Wie gesagt, dat ist extrem wichtig. Und dann natürlich auch ein Sujet, dat ass eng Plattform zu gründen gin Schwarzarbeit, wo wirklich Memberstaaten zusammen schaffen, wo sie Données sammeln, an viel besser gegen Schwarzarbeit 40 Uhr. Das sind Sujets. Natürlich auch am digitalen Bereich, Digital Agenda, da werden auch den Arbeitsminister Lützeburger werden da eine Initiative für, wie gesagt, alles, die geht ganz viel von den Opportunitäten geschwärzt, es geht auch ganz viel geschwärzt von Copyright, von Protection des Données. Aber es muss auch ein das Sujet von den Beschäftigten angepackt gehen, was für Kompetenzen dass die haben, was für Formation, was für Medien sich da rausstellen und dann noch die nötigen Qualifikationen für das zu erreichen, weil da besteht auch eine Opportunität für Leute, die Leute gebraucht, da gehen ganz viele Spezialisten, Experten Gesicht und das werden das Sujet auch gehen für unseren Arbeitsminister.
Und dann natürlich komme ich auch nicht allein für am Bereich vom Transport. Zwei Sujets, die mir persönlich im Herzen liegen, das ist natürlich den feierten Eisenbahnspaket. Wir haben zur Satisfaktion den technischen Volley aufgeschlossen. Da könnte politische Volley kommen, Lützeburger Führung, wollen wir überhaupt Führung kommen. Ihr wisst, dass die Opposition ganz groß ist, für auf dem politischen Weg, für auf dem Pilier etwas zu machen. Ganz viele Berufsgruppen, Eisenbahner sind dagegen, da auch Memberstaaten sind dagegen, für überhaupt nach weiter zu führen. Weil ich auf Härte, wenn wir es nicht in der Lützeburger Präsidenz aufgeschlossen kriegen, dann könnte es möglicherweise bei den Niederländern oder vielleicht ein 5. Park in den 6. Park. Dafür wäre es schon nicht schlecht, wenn die Lützeburger Haigingen intensiv darauf schaffen und noch eine Lösung darauf haben. Passagierrechte, da will ich natürlich auch ein bisschen Druck machen, für dass die Passagierrechte an der Luftfahrt, dass das abgeholt wird. Und dann natürlich auch Mobilität aus. Den Transportminister hat angekündigt, dass Lützeburger da einen informellen Ministerrat haben, für, wie gesagt, die Mobilität aus, da besonders Velo fahren, aber auch den ganzen urbanen Verkehr, für das mal durchzulegen, die größten Events zu machen, für zu sensibilisieren auf dem Sujet. Ich stelle fest, wenn ihr ein bisschen darüber redet, an einer steht als Sensibilisierung auch von der Stadt, an den Nuklang bei den Leuten von der Stadt sind immer mehr Leute, die kein Auto mehr brauchen oder ein Auto stehen lassen, innerstädtisch an die Parcours, entweder mit Velo oder mit öffentlichem Transport zurücklegen. Das, wie gesagt, von Hai von Brüssel für ein letztes kleines Sujet, für der Präsidenz, die heute demariert, und sind noch die Weekend ein paar Events oder immer. Ich invitiere dich, da gucken zu gehen. Europa wird ein Sujet bleiben an den nächsten Monaten. Nicht nur zu Lützeburg, aber auch sonst immer mehr besonders, wie gesagt, zu Lützeburg, wenn es der Präsident ist. Sondern ich merci für den Angucken.